Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Ich will heute ein Thema abbringen, was mehr allgemein ist. Es geht ein bisschen darum, Kommunikation, die jemand daneben hat. Und wie jemand daneben geht, dafür wird verschiedene Kommunikationen vielleicht sonst nicht funktionieren. Das ist eine Technik oder beziehungsweise ein Thema, was auch an der NLP abgegriffen wird. Und sie hat auch heute mir den so zwei Richtungen angeholt, nicht an der NLP, mehr an unserer Gesellschaft, sondern an dem, was ihr am Internet findet. Es geht doch immer, wenn ein bisschen eng wichtig Nachricht engem will mitteilen, beziehungsweise wenn man so an die berühmte Geschichte rankennt, ich will mit der schwätzen, ob was ich kann aufpassen, für das den anderen ihn so gut wie möglich verstehen kann. An der NLP geht von den 4 Seiten einer Nachricht geschwärzt. Das heißt, den 4 Punkte, die ich soll gucken auszufüllen, wenn ich probiere will, einem anderen eine Message rüberzubringen, für das den auch kennt. Was spannend ist, wenn das Thema am Internet gucken geht, da werden da mit großer Wahrscheinlichkeit viel mehr oft der Punkt von dem 4-Ohren-Modell finden, wie den von den 4 Seiten, die ihr selber auszufüllen hat. Das heißt, im Internet und natürlich die Leute, die das an den Internet mit denen Sachen federn, gibt es die Information, dass die Responsabilität verstanden zu gehen bei dem anderen Leid. Das ist auch ein Thema, was ich das öfter an der Esoterik, so an denen berühmten kleinen Sprüche, die so hyperintelligenterweise sind, von wegen, ja, bei mir das nicht Sachen zu erklären, weil die anderen wollen ja schon nicht verstehen. Das ist einfach, die Responsabilität bei dem anderen aufzugehen, wenn er sich selber nicht mal damit befasst wird, ob ihn überhaupt die Message rüberbringt. Und ich meine das auch mal, und ich stelle ganz global, ich kenne das von Arbeitsplätzen, da sind Leute, die rufen an, die stellen einen froh, geben eine Antwort darüber, die sind nicht zufrieden, aber wenn ihn dann so mal 6, 7 Kehre geholt wird, dann eine Antwort gibt er so und sagen, das habe ich gefragt. Nein, haben sie nicht. Das heißt, an einer Kommunikation sind die 2 Seiten, die responsabel sind, und da geht ganz oft bei denen, die die Message gerade ausschwätzt, ganz oft vergisst, was seine Responsabilität dran ist. Ich schwätze natürlich schon nicht davon, wenn einer will die Message machen, am Sinn von wieder so schön, kann man spazieren. Aber ich meine wirklich ein bisschen die wichtigen Themen, worauf kann ich aufpassen, besonders wenn da zum Beispiel Haut mit Messagen, die da schreibt, oder die Möglichkeit, die mal immer ein bisschen durchzulesen und nicht zu fragen, ob die 4 Punkte noch wirklich abgegriffen sind und von erst gefällt sie sozusagen. Natürlich liegt da nur noch immer die Responsabilität auch bei dem anderen, für zu sagen, ich lausche mir die 4 Punkte an. Aber an nächster Stelle ist es mal wichtig, eben zu gucken, der kann den anderen nicht responsabel machen, dass er nicht versteht, wenn der nicht am geringsten die 4 Punkte ausgefüllt hat. Und was für 4 Punkte handelt es sich? An nächster Stelle geht es um das Sujet. Worüber will ich mit dem anderen schwatzen? Was ist also der Punkt, um was geht es wirklich? So komisch das klingt, ist das ein Thema, was man den schon so, das finde ich immer raus. Nee, leider kenne ich ganze Gruppe Erwachsener, die nach immer so am System von so Primärshow kann er funktionieren. Den anderen kann sich bestimmt erinnern, wenn ein Bemol eine Person, wo ihn eigentlich für eine gute Freundin gehandelt hat, Bemol nicht immer dann geschwärzt hat, und dann ist er hingegangen und hat gesagt, was das lass, und dann hat er von der anderen Seite die Antwort gekriegt. Also wenn du nicht weißt, voilà. Und auch das hat auch bei verschiedenen Leuten so denken, Bemol die Leute, die reagieren komisch und wissen eigentlich gar nicht, um was das geht. Also, wenn da wirklich irgendeine Nachricht tut, die er schon Herz leitet und die den anderen Welt heranbringen, da sieht auch sicher, dass der nicht lange nicht schwarz, also für dich mal das Sujet überschwärzt. Der zweite Punkt, der wichtig ist, dass da auch einen eigenen Point de vue par rapport zu dem Sujet schwarz. Das heißt nicht den anderen schon mit irgendetwas so bombardieren, aber erklärt dadurch eigentlich, für was der gerade das Sujet abgebaut hat, für was das Sujet erst Herz leidet, so was ein Undeel davon ist und der Geschichte. Ein dritter Punkt, der ganz wichtig ist, dass die Relation, zu der man mit der Person steht.
weil das eine Sache, die ganz offen nicht geklärt ist, das ständig auch auf verschiedenen Dinge fest, wo der nicht vielleicht meint, er sie Freund und den anderen gesagt hat, gut nicht also Männer wie am Mai, das heißt, den einen, der meint, mehr sie Freund und den anderen sagt, nee, ich kann das, was weiß ich, weil es mit meinem Pop das immer geschafft hast, sans plus, genauso gut wie ja, da seid genug schon gut, wer wäre Freund und den anderen, das klatscht und ist verknallt. Also, erklärt auch ihre Point de vue, wie der, auf was für einem Punkt der an der Relation mit der Person schwätzt, für was das Sujet gerade abgreift. Ne? Weil das kann mal sehen, dass denen die Sache auch ein bisschen anders gesagt. Und dann der vierte Punkt ist der Appell. Das heißt, für was macht die Message? Was für eine Reaktion wünscht ihr euch? Also, das ist also keine große Forderung oder so. Mir wirklich stehen Dinge von wegen, für was erklärt er dem das? Wo will er eigentlich gerne, dass das hier feiert? Was muss geklärt gehen? Für was braucht er den anderen für die Sache zu klären? Also, dass auch durch den Moment ein Appell gefällt ist. Und das ist ganz spannend, wenn die 4 Punkte ein bisschen umschirmen hat, dann guckt die Leute noch, die so an der Kommunikation in der Wesen, auch wenn sich da sieht, den hat der Punkt gerade gar nicht ausgefällt. Weil besonders bei den Appellen ist ganz oft, dass Leute nicht an einen expliziten Appell machen, mehr einen impliziten. Das heißt, so etwas du hintergesagt und dann geht von dem anderen ein Wort, dass den an den Kopf guckt, und dass die genau versteht, was wir wollen. Und sich, egal was den anderen möchte, ist es nicht gut, weil wir den impliziten Appell können definieren, wie wir gerade wollen. Für was hast du den so verstanden? Ich habe das gemeint. Wenn ihr mehr seht, an einer Kommunikation, ist schon das nicht so gemeint, also nicht aber carrément, ja, das so mal weißt, gemeint hast, kann man noch rund um den Heißerei zu schwatzen. Es ist schon echt davon, wenn du mal 10-mal siehst, wie es das nicht gemeint hast, und ist der frei rundherum, oder? Das ist vielleicht in der Zwischenzeit interessant zu wissen, was du wirklich meinst, da probiere das auch zu formulieren. Das ist wirklich so ein Punkt, den in dem Moment merkt. Das sind die 4 Punkte, also nach ein Jahr. Das Sujet, worum geht es? Den ersten Aspekt davon, wie stehe ich zu dem Sujet, für was bringe ich das Sujet ab? Wie stehe ich zu der Person, beziehungsweise wie gesehen ich meine Relation zu der Person? Eine Relation ist nicht schnell nach für kurz mehr, also ich gesagt, in der Zwischenzeit geht das Wort Relation nicht mehr nach einer romantischen Form. Wir stehen zur Relation zu allem und zu jedem. Also dass die geklärt ist, an den Appell, was wünsche ich mir eigentlich von dem anderen? Da können du ganz spannend Dinge natürlich machen, Spiel machen daraus. Wie das funktioniert, wenn der just ein Punkt ausfällt und da guckt er, ob was für einem Ohr den anderen lauscht. Natürlich spielt das auch eine Rolle. Und dafür ist es also so wichtig, die Punkte so gut wie möglich zu klären. Wenn da irgendwo invitiert seht, und zu dem Essen und zu trinken, an das Glas der Seite, so der just einfach hier mein Glas der Seite. Dann hat er just das Sujet gefällt. Der hat nicht gesagt, ob er nach Duschstrich sieht. Der hat keinen Appell und den anderen gemäht. Und da sieht er, wie viel den anderen das fällt. Und zwar mit dem Ohr, die leicht hat. Das heißt, den einen sieht, ah ja. Der nächste sieht, oh ja, willst du etwas trinken? Ich gehe ein bisschen, und das steht direkt da, ohne etwas zu sagen, und fällt dann noch. Obwohl das gar nicht gefragt jemand. Es war einfach ein Fakt von wegen, was ich so just ganz ein Statement sozusagen. Mein Glas aus Seite. Wie gesagt, das ist eine Spielerei und ein Trick und eine Geschichte, also eben den, wenn da mit einer Person meint, ein Problem zu haben, weil das immer eher sieht, okay? Wenn da meint mit einer Person ein Problem zu haben, an der Welt das Problem mit der Person klären, da probiert die 4 Punkte auszufüllen. Sujet, eigenen Punkt an der Geschichte, Relation, an Appell. Für das der Mann von ihrer Seite kann sagen, ist schon mein Teil von der Responsabilität gemäht. Was den anderen abfängt davon, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich gebe dir auch ein ganz einfaches Beispiel. Ich war für kurz mal in einem Kurs über Stellprozesse mit Tieren, also mit Tierfiguren.
das sollte eine Übung sein, das heißt, dass du darum gegangen die Familie abzustellen. Das heißt für dich den weiblichen Teil von der Familie und den männlichen Teil von der Familie. Und du warst so, wir waren dann den männlichen Teil, das heißt, dass dann über den Papa und über den Großpapa gegangen. Ich habe Sachen abzuschaffen mit meinem Familienundel, was meinen Mann betrifft. Mit meinem Papa sind ich absolut am Rängen. Und wohin die Übung soll gemäht gehen, da habe ich für die Situation zu klären, weil sie in den Versuchskaninchen gebracht habe, ich eben just am Sinn von gefragt, hey, für den Kur, ob das die Fälle von, ob das Sinn macht, dass ich die Personen abstellen, wenn noch kein Problem für Leute oder ob es wichtig ist, dass ich geholt gehen, wo Problem ist, dass ich gesagt wie kann weiter schaffen, weil bei mir war dann nicht zu schaffen. Und ich schon als Antwort gekriegt, du bist eine harte Nuss. Weil ich mal aufgesehen davon, dass die Person mich und sich angegraben hat, ob Identitätsbasis, also ob meiner Identität und nicht ob dem Dinge von einem Beholen, als können auf meine Frau ergängen. Das heißt, die Person hat, ich weiß bis heute noch nicht, was die Person aus dem Ding heraus hören hat. Das ist schon so auch gefragt, von welchem was also der Punkt in der Geschichte. Ich habe schon eine Frage gestellt, für das zu klären. Möchte das Sinn, möchte das nicht Sinn, nicht mehr, nicht Männer. Ich weiß nicht mal die Antwort anzufangen. Das sind Leute, die das noch nicht mal sich geklärt haben, dass es in den Punkt gegangen ist von wegen. Weil ich schon gesagt, es geht um den Stellprozess. Meine Position an der Geschichte ist, dass ich kein Problem mit der Situation da habe. Meine Relation zu den anderen war, als das wir sind alle gut für zu lernen, als das hilfreich für zu lernen, und den Appell war, für darüber eine Antwort zu kriegen, die einfach nicht mehr ja oder nein war, das nützlich oder das nicht nützlich. Also ich kann die Sachen natürlich proper ausfüllen und trotzdem kann die andere Seite absolut, ob irgendeinem Film in der W sehen, ganz nur dem Dinge, Landquart aus nicht Gebiet, und ich kann mit meinen 4 Punkten, die ich ausfüllen, darauf geraten, dass die andere Person sie nicht abfängt, weil das nicht auf seiner Landquart ist. Bon, es sind sehr rausgeklommen, weil mir geht es nicht darum, irgendwo Stress zu machen. Ich will dafür zu lernen. Aber für einfach zu erklären, von wegen, so gut wann ihn ausfällt, kann ich natürlich schon den Punkt geraten, dass den anderen an einem ganz anderen Film erwähnt und an einer ganz anderen Welt an Dimensionen erwähnt. Das ist nicht der Punkt. Aber ich kann wenigstens für mich selber sagen, okay, habe ich die 4 Punkte proper ausgefüllt. Das bringt dich auch selber ein bisschen den Dingen, dass du ein bisschen mehr sicher sieht. Weil wenn der Heinz so Situationen hat, an der schwätzt ein Thema an den anderen baut sich an oder jugiert er schon, dann geht ganz oft der Kopfkino los. Was tun ich falsch gemacht? Also hat er einen ordentlichen Kader, mit dem der könnt sicher sein, dass der an der Kommunikation proper bleiben sieht. Ob den anderen nicht da will bleiben, das leidet er nicht mehr an ihrem Dinge. Ich hoffe, das gibt euch ein bisschen eine Idee, wo ihr die Mathe könnt NRW sehen. Und wie immer, vielmals merci für das Nachlauschen. Schönen Mittag, schönen Abend und gute Nacht.